Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterrecker. Wir schauen zurück auf die Woche, ist einiges passiert, unter anderem aufgefallen. Salve Ragazzi statt Servus Österreich hat es geheißen. Der erste Auslandsbesuch vom neuen Außenminister Ignazio Cassis war in Italien und nicht wie traditionsgemäß in Österreich. Ist das schon so ein erster diplomatischer Fauxpas? Ja, wie gesagt, ja, hallo, ja, ist doch egal, ob Österreich oder Italien, ja, Hauptsache Asien. Absolut, Baschi, ja, danke schön. Nochmal schnell meine Frage, ist das ein diplomatischer Fauxpas? Das weiss niemand besser als unser Altlinke und Diplomatiekenner, der Jean Ziegler. Dass ein Außenminister vom reichsten und einem der mächtigsten Länder der Welt als erster Auslandsbesuch in Europa bleibt und in das arme Leuteland wie Kongo, Sudan oder andere Staaten zu Afrika geht besuchen, das zeigt die Arroganz, die Missachtung und die fehlende Wertschätzung der Ärmsten gegenüber auf dieser Welt. Ein Skandal eingefordert, dass der Herr Cassis mindestens ein halbes Jahr zu Afrika umreist und erst darf zurückkommen, wenn er mit den Minenarbeitern im Kongo ein Selfie im Tunnel geschossen, wo der Robert Mugabe Zimbabwe zur erneuten Kandidatur bewegt oder der Glencore vor Ort den Hahn zugetragen hat. Ja, Grüner Nationalrat Bastian Schiro, Sie sind auch nicht einverstanden mit deren ersten Auslandreise von Cassis. Ja, wir von den Grünen verurteilen seinen ersten Amtsbesuch scharf, weil Wien wäre von Bern nur 683 Kilometer entfernt gewesen. Rom hingegen ist 689 Kilometer Luftlinie von Bern weg. Er hat immerhin mit dem Velo können gehen oder mit dem Solarflüger von Bicar. Ja, aber 683 und 689, Herr Schiro, das sind lächerliche 6 Kilometer Unterschied. Ja, lächerlich. Skandalös ist das. Wenn jeder Schweizer 6 Kilometer weniger würde fliegen pro Jahr, dann könnte der ökologische Fußabdruck vom Herrn Cassis kompensiert werden. Und darum müssen wir statt einem grossen Flugplatz in Zürich viele Flughafen bauen an Grenzen, die sind näher am Ausland. Und die Flugzeuge müssen weniger weit fliegen. So einfach ist das. Punkt. Ja, man kann es offenbar niemand zum Recht machen. Oder wie sehen Sie das bei der Weltwoche, Chefredakteur Roger Köppel? Die Auslandbesuche sind so feurig wie ein WhatsApp-Abo. Um was geht's? Wir von der Weltwoche fordern, dass unser Außenminister möglichst alle Auslandtermine auf ein Minimum reduziert und sich voll und ganz auf die Schweiz konzentriert. Ein Skype-Call würde auch lange, statt immer neben ein paar vertrockneten Blumen gesteckt Hände schütteln, bei einem Gala-Diner ins Nachtfressen oder blöffig aus einer Staatslimousine steigen. Die einzige Reise ins Ausland, die ich würde akzeptieren, ist einmal auf Brüssel, um alles zu künden bei dem ach so gelobten Jahrhundertkonstrukt namens EU. Und dann aber subito wieder zurückkommen, Avanti a casa, Signor Cassis, Punkt. Anderes Thema gross die Woche. Weiter weg von Europa. Thanksgiving, der Dankfest. In den USA so wichtig wie Weihnachten. Zum Essen gibt's Turkey, Truthahn. Und es hat eine Tradition, dass der US-Präsident die 2 Truthahn begnadigt. Auch der Donald Trump hat's gemacht. Wir von der Weltwoche haben in Amerika recherchiert und 10 Truthahn befragt, was sie von Thanksgiving halten. Das Resultat ist beeindruckend. 9 von 10 Truthahn hassen den Tag. Der eine, der sich gefreut hat, ist in einer veganen Familie gelandet. Ja, und da kommt man gerade zum Kern von dieser Sache. Die Amerikaner essen an Thanksgiving 45 Millionen Truthahn. Und wir verurteilen das. Und wir wissen sogar von einzelnen Truthahn, die legen in der Thanksgiving-Zeit Holzstelzen an und mit der Hoffnung, dass sie nie gegessen werden. Weil man meint, sie sagen Flamingos. Das ist Völkermord an diesen Truthahn. Völkermord. Alle Amerikaner müssen wir vor einem Tribunal in Den Haag verklagen und lebenslänglich einsperren, Herr Gerber. Ja, auch für diesen Beitrag Dankeschön, Herr Ziegler. Was ist der Truthahn eigentlich denn für ein Tier, SRF-Biologe Andreas Moser? Truthahn, die kleinen Kerle sind schon früher bei den Azteken im heutigen Mexiko gehalten worden. Sie werden aufgrund von ihrer Gewichtsklasse eingeteilt. Es gibt schwere, mittelschwere und leichte Truten. Oder wie die Amerikaner sagen, XXXL, XXL oder XL-Exemplar. Truthahn haben zudem ein sehr ausgeprägtes Gehör. Viele hören auch von ca. 20 Kilometer Entfernung, wenn an Thanksgiving ein Backofen eingeheizt wird. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast. srf3.ch